Cthulhu, Cthulhu, Vertragen, Sul. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Pete und Mam Gilles. Hello. Buongiorno. Comment c'est? Ja, chill, bei dir? Ja, soweit so gut, Tip-top. Was haben wir heute im Programm? Was lebt? Vieles. Comedy lebt. Comedy lebt. Muss mehr Comedy laufen. Comedy ist... Absolut. Seitdem das läuft dran. Nee, das stimmt. Seitdem wir den Podcast so angefangen haben, so präsent das Wort für drauf war, so dekadent schlimm hun Stadt am Kap hängen und ich verbanden alles irgendwie. Wow, da kann ich noch dabei machen. Wow, Comedy, wow, hi. Das ist immer irgendetwas mit Comedy auf Verbindung zu setzen. Das ist schon, das ist ein bisschen creepy. Das nennt den Défaut du Métier, meine ich, gegen den Franzosen so. Ja, du hast gefragt, was machen wir heute? Wir sind unter anderem, das können wir vielleicht so. Und ich muss es einfach nicht sagen, weil ich bin froh, dass wir so fertig sind. Das Top 100 löscht. Oh ja. Für die, die noch nicht gelöscht haben, der könnt ja gerne, an dem Fall eher da vielleicht weiter fort, könnt ihr gerne auf Anchor FM oder Spotify erst da dran zählen. Warnung, es sind lange Episoden, und wir haben viel dazu sagen, und auch viel Meinungsunterschiede, und auch viel geknotet das. Klassisch geknotet, das kann ich schon so. Ziemlich, ja. Ja, das fand alles da. An mehr Hund will es aber als definitiv von der Liste zu verabschieden. Also auch just nach dann zu erwähnen, wenn wir keine andere schwach haben. Genau. Wir wollen ob Genren übergehen. Wir hatten an unserer zweiten Episode Quiz durch die Geschichte vom Heavy Metal erwähnt, so viel Genre gibt, und wir gingen uns die gerne all oder probieren sie mindestens alle Eis zu Herzen zu hellen. So, und du hast oder für mich mehr persönlich Power Metal direkt an Herz gesprungen, weil das selbst mit dem ich ganz viel kann verbannen. Der Pete mengen ist noch nicht so lange dabei, hat der ganze. Nee, ich konnte ganz lange Zeit nicht viel mit Power Metal aufhängen. Ja, kann nicht alles lauschen, ne? Ja. Aber recht seit kurzem. Bei mir ist das ein bisschen so wie beim Essen. Ne? Sehen ja immer beim Essen, wenn du etwas schmerzt, sollst du all die Viewer nicht probieren, weil ich dann den Geschmacksknospen auf der Zunge ein bisschen ändern. Und da kann ich da vielleicht ein bisschen machen. Also das ist bei mir auch bei Musik. Ne? Und, okay. So sind ich auch zu anderen Sachen gekommen, die ich früher nicht gelauscht habe. Und für ein paar Jahre habe ich auch bei Power Metal ein bisschen angefangen. Und es geht los für uns, aber ja, ich kann aber so verschiedene Sachen. Ich verstehe es und gefällt mir ganz gut. Okay, dann mir sind also ich hatte nicht die Verbindung gemäht mit, das ist eine mega gute Erklärung am Anfang. Und das gibt dann noch Sinn, was du siehst, weil ich schon das dann mit anderen Genres mit Sicherheit, ich meine, es sind viel mich spät recht bei den Death Metal anzukommen. Ich kann doch mal vieles tun, mich nicht wirklich auffangen, weil die ganzen Deathcore-Genre. Das ist normal, ja. Das ist normal. Das, wie du siehst, jeder hat seinen Geschmacksknospen oder an dem Fall sein Gehörknospen. Voilà. Das ist schön Wort, Gehörknospen. Die sich dann entweder weiterentwickeln oder auch nicht. Und ich meine, das ist noch immer kein Stress. Mehr Power Metal. Was kann denn zu Power Metal soen? Mir hatte für allem, ich muss es leider nicht so, an der Top 100 List hatte man nicht ganz viel davon. Man dürfte alles als das dann noch direkt angefallen, für direkt dummer dünn zu fänken, für das man Aufwechslung heiraten. Genau. Für das alles nach an 100 Jahren könnt lauschen. Hoffen wir mal. Nee, so lange will ich aber nicht leben. Also das hatte ich nicht geplant. Nee, vielleicht geht also Podcast hier an Geschichte an vielleicht kriegen wir vielleicht eine Statue irgendwo erbaut. Wie weißt das? Haut 2020 kannst du nicht mehr so, ne? Haut das alles möglich, gell? Also, was der Statue wird, ist ja nicht. Ich will aber einen Hund. Okay, pardon, ich muss einen Hund. Ich kann trotzdem zumindest so, dass mir wahrscheinlich den ersten Podcast als letztes sind, den Metal diskutiert. Also schon zumindest sonst nicht anders das Fond gehabt in dem Bereich. Aber wann dann hat lo der nächste, wo das will man Pech, mehr war für dich du. Ja. A Wuch, verpiss dich. Klartext. Ja, wir müssen natürlich auch dann direkt zu dem Zeitpunkt, wo der Datei hört, das war schon lange aktiv. Wir haben eine Kollaboration angefangen mit Aufbauend Collective ASBL. Die sind auch große Nummer an der Liste bei 10, organisieren Konzerten,
Livestreams an generell setzen sich für die Extreme Music Szene zu Lützeburg an Ja. da sind wir von ihnen ugeschwert gehen und wir wollen uns heute ganz groß bedanken, dass sie so nice geduld tun, weil wir sie auch noch nicht lange dabei und ja, wir fanden das einfach mega und wir hoffen, dass wir der Rolle dann noch gerecht gehen und dass wir als Metal-Messiasen können an Lützeburg Geschichte angehen und ich immer mehr Content bieten. Voilà. Ja, ich bin auch ganz froh, dass sie es die Art und Weise entdeckt haben und ich hoffe, dass wir dadurch auch in die zukünftigen Episoden vielleicht die eine oder die andere Lützeburger Band können mit heranholen und ein bisschen interviewen. Das ist der Plan. Das ist der Plan und das schaffen wir hin. Das schaffen wir hin. Wir haben ganz grob 4, wie gesagt, wenn wir mit den Genren da aufhängen. Wir wollen natürlich nicht die Leute foltern und so krass an Detail gehen, wie zum Beispiel bei der Top 100 Liste. Wir wollen ein bisschen von Eis zählen, wie wir zu der Musikstilentwicklung oder dann zu dem Genre kommen sind und was vielleicht als Erfahrungen damit sind, wie haben wir Sachen entdeckt, waren auf Konzerte, waren keine Ahnung, mal CDs aus Zufall kaufen oder, obwohl, halt mich doch bei Kimi da CDs aus Zufall kaufen, weil alles kostet ja Geld. Aber wir wollen einfach ein bisschen auch dann von Eis zählen und nicht nur einen Blandenruf da zählen, was auf Wikipedia steht oder was andere Leute schon für uns geschrieben haben. Das will wir nicht machen. Dafür mehr haben wir also auch nicht ganz viel, wie soll ich sagen, wir haben zwar ein Skript plus minus, aber das meiste, und ich meine, das geht an diesem Channel, muss auch immer groß geschrieben gehen, mehr sie von der Long auf Song. Ja, das trotzdem alles um Herz. Komm mal nicht dran rum, für zumindest kurz an Power Metal Geschichte ranzukommen. Nee. Kurz, okay. Ach, okay, du hast gewonnen. Da fängt gut, komm, zack, keine Zeit mehr verloren. Power Metal, was kann drüber so? Tut sich da ungefähr an den mit 80er gebildet gehabt, hauptsächlich oder größtenteils nicht mehr an Europa. Deutschland hat mit die größten 10 gehabt am Anfang. Ja. Ja, was kann das da über den Genre selber so? Also ich schon immer als episch fand, melodisch, schnell gespielt, mit Fantasy-Elementen, aber auch kitschig. Ich fand Power Metal als für eine gewisse Kitschigkeit. Früher und Stadt ein bisschen gehasst, aber halt pressieren sich doch ein bisschen. Ich kann das verstehen. Weil du gesagt hast, man am Kitsch schmengen, das auch gut schon Sinn bei 90% von den Power Metal Bands, wo dabei geht oder bis haut gehen sind. Es gibt einen gewissen, ich will nicht so einen Richtlinie, aber der ganzen Power Metal Genre, also am Anfang ein Subgenre vom Heavy Metal, das vom Heavy Metal inspiriert gehen. Genau. Und als teilweise, wie du schon gesagt hast, das halt mich schnell gespielt gehen, gell. Und du hast dann noch den nächsten Begriff von Speed Metal abkommen, was auch am Power Metal wirklich fest verankert ist. Und das symphonisch, das episch, das tut sich zwar an den 80ern nicht so, aber die erste schon angefangen, Elemente daran zu bringen, wo für die Zeit, für den Heavy Metal oder für alle anderen Genres ziemlich unbekannt waren. Wie zum Beispiel, Fantasy-Elemente, keine Ahnung, Choren, wirklich massig viel Background, nicht Noise, ein Wall of Sounds, voilà. genau das, ja. Für die Zeit muss ich noch natürlich so waren Moyenne für so etwas zu machen, viel mehr klein wie Haut. Wenn man so Wall of Sound, dann ist es höchstwahrscheinlich für die Zeit ein Synthesizer gewesen. Oder halt... ja, das ist mega evoluierten Keyboard, ne? Voilà. 1000 Geräusche gleichzeitig gemacht wird, ne? Me, das ist egal, auch Keyboard hat am Anfang durch den Power Metal eine ganz wichtige Rolle an der Heavy Metal Szene gekriegt. Das ist wohl wahr, ja. Wiederum war das nicht so, aber es war nie den Kontrast zwischen einer Gitarre an dem Piano oder dem Keyboard, weil, okay, in einer Metalband hörst du eine Drums, du hast eine Bass, du hast eine Gitarre, du hast einen Sänger, ja, du hast vielleicht noch eine Zweitgitarre, also ein Lied, dann eine Rhythm-Gitarre, und dann irgendwo haben am Grund, dass dann so am Hintergrund das der Keyboard, gell, den dann so ein bisschen so Rhythmus machen möchte. Da hat der Power Metal auch viel gemerkt, nee, ein Keyboard kann genau so schnell und genauso virtuos sind wie ein Gitarre. Und das waren dann wirklich Trademarks für den Power Metal. Ja, weil das doch kann so sagen, dass Melodien immer immens catchy waren, liebste Verhalten, einfach Melodien, so komplex,
genau dat ganz wichtig et waren fir allem Texter die mat kons grölen mat kons sangen mat der Beiier am Grab och van schon 1,5 Promille intus hast konst ganz Lied mat sange ge dat haut da immer op Konzern Ich mein, dat huet an den wie gesot an den 8 huet Maiden mat bis 4 gelert sie waren du och bisschen de Grund steht ich mein, pur Bands die ha werden noch wenen in anderen Maiden Dio auch ganz wichtig Begriff Dio als ganz Fantasy, wichtig, ja. Fantasy Elementer an noch Rainbow ich mein, dat war eng von den Echten wo ugefangen huet iwwer ich will net so surreales mehr ja genre oder eng Apps ranzubringen wat nach net fir do war hecht Fantasy wat hecht Fantasy das iwwer keine Ahnung so klassischchte Ritter reit op segem Perd mat segem mechtesche Schwert engem ultravetter Rüstung reit Richtung Schloss fir d Prinzessin zu retten dat war so Ja, dat muss das Rache kämpfen Voilà. an dat ist dann noch de kitschen Deel und der ganze Sach wat wie willst du selbst an der Musik River bringen oni dass het kitschech River könnt an obwohl Ja. du feint as de Power Metal ganz oft bisssen so was dat ist fir Weicheier gell an dann hörst du nach Bands wie Manowar wo och do an die Sport raggeheere gell die dann half nackeg op der Bühne stehen gell mat Potter Ja. sinn gell homoerote Showe machen bisssen nee, dat Kann war, so, ja. sie hunn och hier Inspiration deelweis durch Filmerkredech mengen guck Manowar Cover oder eng Shower guck Conan the Barbarian de Film das gell? absolut Conan Das- the Barbarian ja, das absolut in zu davon een inspiriert. datselwicht, gell Brauchst auch Logist für Dio in der Katrice kommen cool Ja. ja. Albumcovere vom Dio auf Ja, ja. Rainbow gell das ist Fantasy pur ne ja und auch Liedertiteln allein gell ja da geht das schon viel durch der Kopf an der rum gell du hast schon dein Bild am Kopf an liest ne dat ich mein, dat hat morgen hier erwähnt an enger Episode dat fand ich zum Beispiel mal ganz wichtig und dat krit beim Power Metal na en ganz andere Bedeutung du hast du kees eng CD ne es soll mal du kees eng CD vun an so als Beispiel wir werden ja nun ein op ze zurückkommen da so eng Power Metal Band von den Schmengen ufangs 90er an Italien zusammen Rhapsody die schon mittlerweile anstatten schmengt die finde verschiedene Versionen von ihnen weil sie sich all getrennt hun swat dazu kommen wir nach sie hun iwwer 8 Alben und sie eng Saga an a Form von Musik riverboet hecht wie wannst du gings ich überdreivelo wie wannst du gings ein Herr der Ringe gucken kannst du ein Herr der Ringe Lord of the Rings lauschteren Ja. dat ist dann dat epischchte wat noch dann covere wie gesagt dann hörst du de cover du wirst an 1000 Kreaturen wo eng Schlacht rei den wirst dann egent so een von der Mitte das gewöhnlichen ein Hero man denkt schwer oder wat wis ich den dann die Bation du slate an dann drehst du dein Booklet und dann hörst du wirklich alles ass am Akklang zu denger Thematik wo op dem Album du ass an da das bei Power Metal fand ich immer ganz wichtig auch noch net der wir noch nicht unterschätzen ich meine da sind noch viel Stunden ergangen für sich die ganze Konzept und sie verlieren schmengen das wichtig dann ist so noch immer soll wann den CD käft sollen auch de Booklet op man an sollen och van den net immer will Text lesen mit sollen einfach mal gucken wat da steht absolut das muss ich sogar machen ne? Muss ja man mir machen rausholen und mir so gucken. leid weil net bestellt Andro Richen das ist immer ganz wichtig ja, immer immer noch frischer Tint frischen Geruch von einem Boot frisch gedrunken unbezölbar frisch gedrickt me ja es sind einerseits froh ich komme nach kurz eng Zwischenklammer op es ich froh war mehr so keine gesinn als können zusammen setzen an den Raum weil das von dem Fern das ist immer so strengend mir das Ja, ja, das ist schon, gemerkt ja. hat Ja, es ist First World Problems. First World Problems wir machen mat dem wat man können hein zu als Episode net super gut mehr mache wie gesagt wat man können wir probieren dat Beststreit raus zu machen so lang wie die Situation du nach unhalt mehr mehr schweifen auf wie so dax Das ist oft, ja. wie so oft Kennt noch so, ja, ich habe du in Deutschland erwähnt, du sind echt bei uns draufgekommen, Mat 4 bei, gebe ich so, und waren Halloween gewirrscht, ne? ja Kann ja, noch, dir gucke gegangen ne mehr die waren noch, okay, Die da folge ich sollten- mal nicht. ich mein die sollten op Blitze ja die waren op Blitzeburg an es waren zwar auch ufang des Jahres zu Saarbrücken mir das ja Okay. alles so an der Puppes gang Ja, ja, aber Brand Guardian next Tour will ich auch noch nicht, wie das wird laufen, ne? Das ist immer ein bisschen Stern. kengen
Ja, Halloween. Hoffen an ja Ja. Ja, Halloween sind dummest wo sie rauskommen sind so oft beschrieben gehen als Iron Maiden op Speed hatte ich mal auf Teile gehabt Ja, das ist auch nicht wirklich falsch, gell? ja gebe ich auch so wann es lauscht das also Punkto Gesang also die Mens auch so ja Dio Pustiken sind inspiriert ne eben just mich schnell an Deelweisfle ja Speed Metal der auch Fresh Metal Elemente an der Musik rabrucht ne Ja. so, Wow. Das net engem singe ich mengen wann ich gucken den de Gesang am Power Metal as gewöhnungsbedürftig für Daylight Absolut. man nie gelläert hun dann noch du de schon einfach Malo an Boot weil dat war mengg schmat der Grund wie se dass du auch Mofang net weg schwamm gi bas du mat an eben durch de Kitsch auch de Mike Michael oder Michael Kiske ich weiß nicht, wie du hier rich kecht der Sänger von Halloween das schon dat er schon heich note Stuff gell also dat das lo neicht wat lo als Newcomer so dat okay dat das mega krass dat das mega kitschig das mega schnell me seg stimmers gewinnungsbedürftig fir Genau. dat mans ze suen gell genau aber Nee. wann ihr bis trackend dann Ja. kann ich auch nicht verzauberlosen von der gewissen Ja. Ja absolut an ich denke bei hinnen ich mein hier Geessen auf Follech war auch ganz ziemlich am Ufang ich mein 80er Keeper of the Seven Keys Albumen waren meng hier groß ich will nicht so ein Durchbruch weil sie waren für schon bekannt zwar aber auch echter wie eng underground zu waren dat war halt an Deutschland so das net wirklich aus Deutschland herausgegangen ja bis sommer Ufang 90er mit 90er wo sich du eng einer Band bisschen von dem denen werden von egal weil das wie die Pit gesucht wird Power Metal als immer ein bisschen so ich kann jetzt schon bald so ein ausgelacht so, nee dat du will man am Lied der du stehen soll op der Bühne do Magneten an alle so an kitschig gesungen und so am de Grunge als auch teilweise du wo schuld dass der Power Metal ein bisschen mich schwer hat weil dat war et wollt chemi episch wollt einfach karim just nach Schild sinn ja Ist, Grunge war sogar anti alles dann sie wollte kein Ja. Rockstar sind sie wollten nicht berühmt sind sie wollten einfach fuck you nicht, so, ja, ja. fuck you mir mal einfach so kann man dich um deinen Dreck so bisschen du fährst die 10 noch wirklich nie ganz bis an die USA kommen zum Beispiel ne Ja. also das war relativ unbekannt zu der Zeit du. ja, obwohl dann natürlich auch verschiedene Bands gehen wie Virgin Steel an Sabotage wo ja auch ich will nicht so dass sie just zum Power Metal gehen sind so ein Mischung gemäht aus Progressive an Power Metal an Sabotage aus Anfangs den 80er und die sich gegründet schmengen die gödet net méi weil du hast auch natürlich wie so oft ihn verstöwen ziemlich jung auch me ja also tut ze schwer gedore fir de w aus Europa herauszufahren aber man so in Europa menge man wirklich Zentraleuropa gell ja das war auch größtenteils immer eine Thematik von der europäischer Folklore mat nie verbunden gewircht dofir Ja. gebe ich auch so und dat nie weit Grenze verlos gehabt ne? nee ja Folklore Mittelalter bursche Ritteren halt alles das kaltech sehen alles voilà, alles dat war den se schon an der Geschichtsbücher kann se vom Mittelalter firstellen hun Leiit halt wollten besangen an firm an Schlacht zu reide kann ich schon bald so se ja darum soll es gerne mehr eng op dem muss man zur Lokal immer direkt kommen an zwar aus wie so die Band wo bisschen du schon schuld war mir wo kurz verdammt kommers an wo gesot huet nee mehr wollen aber genau dat machen weil just weil en gewissen Großteil von de Leiit net méi wollten Power Metal oder guten vielleicht Heavy Metal man an den Heavy Metal vielleicht weiterbringen ich aber net dass das kein Community do war weil das wäre Hemmefall 93 wie so gefangene Musik zu machen net so sehr berühmt gin denken ich wann kein demand do wär ja wie gesagt Helmer voll aus Schweden déi hunn mat hierem schmengen zweten Album oder dritten Album waret und zwar Ende 90er sogar Renegade hunn sie am Anfang Bühnen groß gemäht für auch andere Bands wo wahrscheinlich dem Moment nach Power Metal gemäht mit war halt nämlich interessant genug der New Metal las 2000er kommen
dat einfach verkauft war net kompliziert war kein Lieder von Deelweis 6-7 Minuten wat für Radiostationen in No-Go waren für MTV vergis drüber Schweizer gell mehr so et war ein gewissen Demand do an sie hun dat lach wirklich gut gefüllt und ich denke wann sie do vielleicht net aus Zufall do so entdeckt die wären wer vielleicht der Power Metal net so wie man ein Haut tun an haut das der Power Metal ever wahrscheinlich sogar nach mir groß wie an 80er war das ist absolut wahr, ja was du guckst zum Beispiel die Deutsch Metalhammer Zeitung du hast ich meine 60-70% an der Zeitung als Power Metal gell du hast wirklich viel Ähnliches dran ne? Ja mich einfach irgendwie sinn wann just auf engem historischen Aspekt guckst oder von engem mythologischen oder engem folklorischen mehr hun soviel an Europa all Religionen all Mythologien Kulturen wo nämlich gött me wo nach Deelweis an den ich will nicht so an de Kap von der Leiit sie met Leiit hun net vergisst wo sie kommen so du vergisst den Rassinen net an dat schon dass dat an Amerika net geklappt hat Amerikaner alle guten sorry fir dé wo lo beleigen me dat sie sos nicht wie Europäer Deelweis natürlich wo ze Madriver go fir se zu schaffen enger Thematik he? Ich denke wann der Teil bis lauscht hat da wette man hoffen auch wüsse wie den Amerika mat der Elections weitergeht vielleicht bis du hin wo der dat lauscht hat nach net dat kann hier joch sinn mees wat hun nach anderen Channel will diewer Politik werden diskutieren mich mengen net mehr net net viel schlaues so lass man so net viel wat der Münsch jetzt weiter behalft ja da los mat da sinn mehr das menke kommen das nach von genau dat mehr hun soviel Kulturen ha an Europa wo an de Musik do gefloss sinn soviel verschiedenes geil dat kann ich weiß net eng Höhl wo am Nopestuf war wo ein Kefiro keine 1000 Joer Ritual gehale gin ass egal wat du geschieht das okay du kannst der Besuch fenken ich kann den Lied schreiben ich kann mat wirklich eng Welt oder eng Emotion gestalten und da das an Amerika fand ich nicht so man Power Metal drüber kam es war ja auch ball nicht bedoch geil ja sie hat ja auch nicht die Kultur wie mir sie hatten so keine Kultur Punkt wollte ich nicht so mit du hast unrechte Mutter absolut geil das ist meine persönliche Meinung mir bon an ich selber Familie du haben geld also das ist okay ja das ich meine da wirst noch besser ne wenn du dann Leid von du kennst und guckst wie die sich beholen und so weiter ja boah ja. Auch die amerikanischen Bands guckst gell, du sind Thematiken immer echt ja sozialkritisch an die persönliche Probleme Depressionen ja, so das schlecht das kann doch ganz inhaltsam sein absolut gell ja tut aber nicht die Aufwirslung ne mit das aber auch dann auch just high an Europa wusste zum Beispiel op engem Festival we wacken wo dann eng Band op bühnen könnt wo Elfenohren unhut oder Trollohren wat wie sech an iwwer den Herr Monsieur Elf so an so den Demo so durch de Busch geflohen ist denkt mat hier sein Glas Bier an stost mat dun weißt du, dat absolut dat gëtt aber auch wirklich just an Europa gell ja sowieso Power Metal da bist du immer op enger großer Bühnen gucken großer Bühnen mat tonne Leid an ganz viel Lichteffekte an Hai an do gell das gut Launmusik so episch ausgesehen wie klingt gell? Das auch gut Launmusik ich mein, ja, geht ja nicht ja. Langem dat episch das als egal we da verwurzelt me et geht halt wie gesagt die Matzanglieder an da das auch dat wat ob so Festivals dann Leute Matzange lest am Matschaukel lest und ich denke der doch vielleicht dummer zu dienen weil an Deutschland auch ja der Schlager ziemlich groß ist und ich denke dass dat auch irgendwie ob ganz komisch aberweise man Power Metal verbunden ist ja da geht oft gesucht ne weil das ja auch ja schon nicht so eine Saufmusik aus aber eben Musik aus für mal zu sagen für uns zu stoßen Stößchen ja genau ja Stößchen mehr ja Punkte wacken du hast doch bestimmt du warst ja finden wie viel etliche Jahren um wacken was hast du dann da gesehen war dummels 3 Jahre hat nie gewircht da war 2010 an 11
da fand also die Zeit wo ich echt da ja ich hatte ja am Anfang echt damit ja ich habe Melodic Death Metal angefangen gehabt an Metalcore an da sind schon Death Metal rausgekommen geil dafür war ich echt da so auch die mir Harsh-Vocals gewinnt an Rolling an Brutalität an der Musik gell dafür war ich am Anfang nie ganz warm gehen mit der Power Metal 10 Wacken hust der aber ganz viel gehabt gell an schon doch mens viel Bands gesehen gehabt ne ich hatte zum Beispiel Hammerfall hatte ich gesehen oder Avantasia die man zur Haut einmal sobald zu kitsch ist muss ich so ja das kann ich verstehen das ist schon nach einer Sport gell das schon ja oder auch wie hieß die aus England Dragon Force die sind total Müll ja such live gesehen gell das war absolut genial Show was ja immer du gemacht und an du auch ich hatte auch für Drohnen nach ein Video geguckt gehabt bevor wir die Sendung gemacht und wo Live-Konzert von Live Guardian wo sie dann Valhalla sangen an der Gesang vom Publikum geht méi hart wie der Sänger kann sangen gell das war schon hänger Haut-Feeling was du kriegst ne? Ja ich war selber Guardian auch ob 3 Jahre 4 wie viel Jahre gucken ich meine okay. 2010 kann das gewesen sein ja das kann hier kommen du war mehr sie gucken das war auch mengglisch von mengen inzigen Power Metal Konzert so komisch das klingt obwohl ich schon viel lang das lauschteren zu Lützeburg as nie viel so gewircht gell so Bands mir zwar natürlich auch als pur Lützeburg Power Metal Bands gehabt ich meine nicht dass es Delo nach gött gehalten voilà, weil auch nicht wirklich de Mond high ass nee nicht wirklich an bon bei mir als Lunaranisch das ist schon der Power Metal angefangen zu lauschen eirisch überhaupt mal angefangen auf Konzern zu gehen das war wirklich in der Zeit wo ich den Metal den Herr Metal einfach mal richtig kennengelernt und also okay das gefällt mir nicht wo du auch angefangen hast nicht nehmen zu sagen ja das ist gut weil das hart und das schnell mir einfach so okay nee das will ich lauschen das will ich nicht lauschen mehr wie ich angefangen und bis auf Konzern zu gehen hat ich will nicht so den Ekel am Power Metal mehr einfach so du kannst nicht immer dasselbe lauschen mir 100 schon mehr wie gesagt und da gehst einfach zu sehen und ich meine mehr als wir sind ob verdammt viel Konzert gegangen an mehr hun oft quer durch die Gart Konzert geguckt geil ja mir sommer immer gegenseitig Musik empfohlen aber immer Haut nach ja Haut nach Göster genau zu sehen ja keine Ahnung das gehört dazu keine Ahnung ich kann das an immer ganz romantisch von der Stadt und ich kann das mal keine andere mehr wie Matthias ja du hast recht ich kann alles so skate mit dem ich so intensiv über Musiker diskutiere wie ich meine sonst ging Datei gar nicht gehen ja genau weil wir auch so viel sozial dafür machen den heute ja das tut schon alles sei Sinn dass man das so machen wie man richtig geht also in richtig geht genau nee mir finde ich ob 6 kann ja Guardian zu Träger das wie du siehst das Power Metal Bands du singt der Sänger nicht ganz viel im Konzert weil der Publikum weiß alles kann net sangen singt het dann noch ja. Voilà. Ja. Ich kann schon erinnern ganz am Anfang wo ich auch also bist mir hart Metal gefangen mat Leusren du hast du mir CD von Rhapsody of Fire gewiese gehabt ja, Man, okay wo beim Christopher Lee den der Schauspieler den Jefren aus Dracula an den Saruman aus Herr Ringe kennt der Jeffrey kennt den hat doch bord gesungen gehabt ge ziemlich episch geklungen hat ich konnte die Zeit nicht der aufhängen aber ich bin auch so denn der Kontrast von Sänger Dave war opernhafter Stimme an da war Rhapsody gespielt und das war schon impressionant wie gesagt, das sind so nerdy ich weiß effektiv was genau das war ich kann da doch so wenn du willst wissen so das war Rhapsody of Fire ich war nicht mehr Rhapsody weil die hat gesagt ja ein bisschen du Batterklang und hier und du den Album war Triumph and Agony hat die geheischt und das war den zweiten Album mit der Saga wo der Christopher Lee
erstens mal Narrator gemäht huet an ich meine wie Christopher Lee schon gesehen huet wees wat frin Volumen und Ja, Lungen das- den man hat ja, gell de Boss geil, das ist Wahnsinn. lang den Herren zu schwätzen auch nach Haut wann ich an gucken wegen mindestens einmal Jahr The Love of the Rings wenn dat net mischt den das bei mir in den durch Richtig. sorry es gibt viel Filme die muss ich einfach regelmäßig gucken an dann natürlich auch Buch lesen da das geht noch einen Schritt mir weit mais bon Ja, dafür hat leider nicht mehr so oft Zeit. das stimmt me dat gëtt mindestens einmal Jahr gemäht an okay wann ich den her schwarze gell Dinge hält aus gell Absolut, ja. den mes wat en hat doch sege Band han nun nach Ja, 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 ja. Ehre verstöwen ass ich mein huet Charles Magne geheescht Ja, das richtig. war mega historisch och iwwer wie gesot de Karl der Groß an so was du musizeiert gin de knascht dat wo es Joel hanno opgedroppt huet mit das noch eng anders mé ja also et gëtt fikeg denken am Power Metal gëtt soviel episch Sachen soviel dass mir dat lo net he alles an als Episode erkräen das Ja, das muss auch das Sinn, ne? am nächste schon me nee ich kenne noch nach Stunden lang iwwer Power Metal zielelen me dat geht jo hab strm fir dat schmackhaft zu machen an wat mehr als du noch evaluiert tun an die Mist och wann der Datei dat schon lang aktiv sind myn eng Spotify löscht ma hier schon ein gepost als Autumn's Embrace do fir den Hircht Genau. Die sind nicht kennen, godnisch auch unsitzen lauschen. absolut das fi den Apps dabei hardes wéi och melancholisches wéi och depressives kann in schon bald so an me schaffen do verschiedenen en anderem dann och lo Wander löscht die werd auch noch kommen an da probieren wir auch dann pro Genre löschten ze man an wie gesagt die Power Metal löscht die misst schon aktiv sinn wann der Datei heiert Genau, genau. Und das Ja, wär dann- von- kann bestimmt nur den, wenn er nicht viel kennt oder gerne wollt, vielleicht Bekanntschaft machen mit dem Genre, haben wir jetzt ein paar Tipps dran geschrieben, wo der gerne kennt lauschen. Ne? ja du hast wie gesagt dat kann vun Classic Power Metal sinn bis zu Speed Metal bis zu Symphonic Power Metal so wie Nightwish op bombastischer Äderweis hier tein fusig gëtt das vun alle selbst dabei ja mir werden net sowieso wahrscheinlich op Facebook annoncéieren wann dat dann online ass an Genau. wie gesagt, der gesit dat dann sowieso fir de Leiit war es volle muss man enke so e grosse Merci weil mir hat dat net geduet immer ganz ehrlich mir gin auss méi bei der ganzer Sache a mir opferen soviel Zeit wie man können fir hai konkret Apps draus zu machen voilà. Genau, richtig. Ich wollte a pu Sache las gin an zwar wat mech persinnch Power Metal immer fasziniert huet an dat ass menggenech och dann op left zu Lord of the Rings an generell verschieden Literaturstecker och dann zum Beispiel C.S. Lewis mat The Chronicles of Narnia oder so Beowulf gell Ja, ja. Staatsteck Geschicht gell et gëtt an dem Power Metal Genre ginnet soviel Literatur inspiriert Thematiken wéi awer auch Leiit dann wo hi ege Story schreiben oder wo hi ege Welt kreieren und dat fand ich dann immer ganz krass amfang weißt du weil du willst Musik machen an wann ich dann Bands zuelle wie aus dem Metalcore oder aus dem Thrash Metal das einfach an das am Anfang praktisch op der Hand werdet lo werd an diese Song Dinger goen gell lyrisch gesinn weißt du, das geht dem Has an geht dem politisch unzufrieden hin an ha do den üblichen Tralala schmengen es lauscht der querchte Gerd mün dat auch schon oft genug gesot ich will keinem so da das schlecht me die ganz méi wo du 100 stöcht fir selbst zu machen wéi zum Beispiel Rhapsody of Fire mcht oder wie Blind Guardian haut du da auch einfach den ultrakrasse Bombast den wo dech einfach do mat op eng Rees hält an du hast keine Ahnung wo dat higeht ge dat Ja, fand das ich ist schon impressionant, ja. extrem wichtig zu erwähnen ge An das und noch Genre, von dem es ganz behaupten, dat nach lang net do das gi noch haut nach immer ja nach immer weltweit Power Metal Bands gell Ja. das auch die all Bands die de Genre mat begrünnt hun die noch immer treten da. nach immer op die man nach immer Ja. Konzern sind op all Festival dabei also dat
da kannst du wirklich so einen Respekt, weil auch viele andere Genren sie viel mehr schnell ausgestorben wie Das stimmt. wie sie, ne? Das stimmt, gibt wirklich extrem viel Power Metal Bands Orloren. Der du hast da du noch einen abgeschrieben, wo ich extrem gut fand. Wie hechten sich schon komm du summeret die oder so ein amerikanisch Unleashed die Archers, ja, die Unleashed kommen the aus, Archers, voilà. aus Kanada kommen die, ja. oh Mann Gottes Willen Partner Das ist ein, dat ja, net so nee. Das kannst du direkt gelyncht ja, die hast du mir auch gewisse gehabt Ja. dat aus auch so vermischt für ihn den du von gut viel Power Metal gelöscht wird fand ich immens angenehm was auch war du ein Sängerin Frauen schwarz singt ne Britney Hayes wenn ich bestimmt nicht ihren tut ein wunderbar Stimme ja kann auch absolut all den anderen Power Metal Sängerinnen Matthalen ne tun doch ein bisschen aufsetzen dabei vom Gitarrist kommt noch zwischendurch ein bisschen Harschvocals mal dran und da können die Menschen schöne Kontrast ne ja dat so bisschen gegrüllt wat hier mat drabringen dat huet schon etwas also mehr dat dem auch direkt zougesucht ja also die kann ich just empfehlen. ja da soll dann bist mir ein Jungband ich mein die Ufang also 2008 oder so 2007 mein schon sich 2007, gegründet gehabt ja. die Hulu 5 Albume rausbrücht das Jahr so gut rauskommen Ja. das kann ich auch empfehlen ich bin nur Ja. Lied von hinnen aber ist gleich gesagt so. Mir hunn Lied von hinnen derweislich gesagt ja effektiv an noch als eng einer Band wo ich gerne ging erwähnen déi och gerne vergiss geht eng japanisch Band und zwar ex Japan die gëtt ne méi a wann ze gëtt dann ass Menge schüss nach fir live opzetreten mir die hole kein Album mi op da so eng aus den 80er Den nehme ich gut. da das zwar et gëtt gestreden die eng so net wär eichter Richtung Power Metal die andere sonst wäre eichter Richtung klassischen Heavy Metal Glamrock von ja das auch der erst mal dran mir hun einfach mal der blöcht gesagt eben weil man auch wëlle net nimmelo bei natürlich et gin einer Länder nach mehr aus dem asiatische Raum as vu Power Metal net super viel do dafür wollt man einfach dra setzen ja muss dabei auch so und Gilles und ich müssen allen zwei mega Japan Nerds gell nee wie kannst du do drauf sogar ziemlich krass bisschen zu viel nerdy, werden noch ein spezielle Besuch machen über Bands aus dem ostasiatischen Raum ne? absolut ja dafür wollten wir auch so Bands erwähnen für ein bisschen international noch exotisch Sachen mal dran zu kriegen mir sind so Japan nerdy dass man war mir leider dem Moment net dass wann man als vorstelle wo immer Sushi essen dass man es muss 2D frei hotuelle für Düsseldorf zu fuhren genau das wert an das absoluter Wert wir könnten am Anfang schon just eng Episode Dorumsman an Leute probieren sie verzeigen wieso es sich lohnt ob Düsseldorf zu gehen an J-Town gell also genau für all die das kennen da das matt den inzischen japanische Feiere an Europa praktisch ist 3-4 Straßen also kleinen Quartier wo eben japanisch Restaurant Boutiker sind am Friedfrieden den Fan davon aus kann ich dem empfehlen weil es den näherens besser japanisch in Europa wie du ja anhöl dich genug so matt für all die kleinen Geschäfte wo ich kann ganz viel Sache kaufen ob Ja, japanisch also ja. noch koreanisch Sachen das auch ganz viel du ich kann mir mal an dat kann mir mal auch Episoden die man dann einfach Comedy on Tour nennen da gehen wir nicht für ein bisschen Auflösung zu kriegen weil Leute keine Ahnung das wäre aber Aber witzig mal gucken. wir waren ja gucken. auch letztes Jahr, wo wir auf den OPF-Konzert gegangen sind hat bei auch noch einen kleinen Zwischenstopp zu Düsseldorf gemacht ne? schon einen kleinen Tischstopp das möchte Okay, immer viel Tag, da einen halben Tag. aber wir müssen viel als planen wie viel Zeit wir ablangen für du ziehst sind weil du hast mega gut wir müssen unbedingt nach du hineingehen Genau. wir mussten aber auch da OPF-Konzert sind zu Köln ja Köln an Düsseldorf war nicht weit aus der Face aber gell das aber schon First World Problems gell so kann ich das beschreiben gell nee herrlich ja das kann ich machen gucke mal wir schaffen da drin warte mal nach Punkto Power Metal Ja, was gehst du da empfehlen von Also Album, ich ging das du empfehlen. speziell gern hörst? also es gibt viel zu empfehlen für wenn du neu aufhängst von der schlimmsten Menge Favoriten an die stehen natürlich dann noch an einer Lust dran
da das du sind auch Sachen dran mit denen schon gefangen wie gesagt schön gesagt es schon mit Blind Guardian Nightfall in Middle Earth den Album hun ich meine das war den zweiten oder ersten Album ich kann mich schon genau erinnern das war den am Cradle of Filth wo ich den uns kaufen aber Blind Guardian ich gelauscht hat mich schon den Kontext nicht verstanden weil den Album ist lang ich meine nur 21 Lieder und davon ist auch einen großen Teil narrated hecht wo en da bisschen will an Story ranhelfen an den erzählt de bisschen so ich kann dem Moment nach neicht mat Tolkien aufhängen das heißt für mich war dat okay die Lieder sind dick gut mit dem Gesamtkonzept war mir einfach zu viel an schon den Album aber immer am gelauscht hat bis ich schon mal gecheckt hun das ja Tisch Nightfall in Middle Earth der tut jemand den Buch die wo ich gerade lese wisst dann kriegst du natürlich an dafür noch natürlich ändert geheier also ging ich mat Sicherheit so dass Nightfall in Middle Earth von Blind Guardian mich bisschen markiert wird an dem Sinn von der epischer Limit wo ich mal demos neuerens ernst Set könnte vierstellen an du natürlich an der Liszeit an andere hier am CD-Boutique beim Palais ne? Sind ich auf eng Band gestoß schmengen ich gut die wann ich mich richtig ran gute ste von eng rekommandiert aus der Liszeit dat war Rhapsody als eng italienisch Band schmenge 5 Kappisch Band mam Fabio Lione Gesang das war mittlerweile nämlich so ich miss lo gucken wen lo de Sänger ass an Gitarrist weil der Originalmember sind fort miss wat zu der Zeitpunkt dat war top notch Power Metal mat Symphonie gemischt an wat auch ganz wichtig ist der Gitarrist der Luca Turilli den huet am Anfang Arpeggios wie an der klassischer Musik op den Piano an so an op de Geien hues dat huet mat de Gitarre gemäht an dat war einfach faszinierend an do gëtt dann ein Album von hin dat war am Punkt dem so gefangen hat dat war Symphony of Enchanted Lands an dat war mat ja de Grundsteen wo ich dem Power Metal bisse verfall sinn an natürlich sind nur noch ganz viel einer Sache beikommen an noch lo 4 per Joer hunne Stingen entdeckt wie se Ancient Bards das auch ein italienisch Band an do spielt den Bassist von Neo Oblivious Caris das ist sein zweite Projekt okay. Ja an do spielt wie gesagt Bass da das auch ganz feinen Power Metal auch gemischt mat bisschen du hast sogar deweis auch bisschen Blastbeat dran ganz bisschen für der Sache bisschen méi feinschliefer ein bisschen méi Speed zu gehen an also fra mich verzinkt an das schon richtig nice das schon richtig nice das klingt gut ich meine da muss ich auch ein Grand zählen ja also wie gesagt das op der Licht das Salonet hier beste Lied mich mengen das dat man dem am einfachsten kann eng Band erklären weil es immer schwer so Lichten zu erstellen also wow, ich will nimmer schön dann dat Lied wat mir am beste gefällt oder wat mir dat techt noch lang net dass der Großdelet wird verstohlen ja natürlich. Du hast nach Apps drop ist ihn lo selber Avantasia Laustra ja ich wollte auch ufang dass die gucke go das Ohrenbox gegangen swat war das Avantasia als eng Zusammenstellung von ja wie soll ich dazu das ist ein Metalloper ja, das am Anfang den Begriff das am Punkt den Hauptbegriff an et geht dorums du hue sich den gewissen wie hecht Tobias ja dass der Sänger auch von Edguy an schmengen Edguy mischt im Moment nämlich ganz viel eben weil Avantage als sein Flaggschiff gell sie machen mengenisch und Bombast an und aufwesungsreich und emotionalen an und Dave-grünnischer Power Metal Musik mengenisch gëtt neicht besseres kann ich da so ich dat von dir ja du dat sest ich lebe dir da doch dazu sein ja ich probiere grad wieder zu fannen fir dat Schnittelheit zu viel Lusch klingen wat sie anfang an wie gesagt sie hunn so 5 mengenisch oder 4 Hauptmemberen also den Tobias der singt egal wei er ist immer dabei spielt mein durch Bass und ist nach Schlag also ein Schlagzeuger Batteriemensch voilà. an sie löden auch ganz viel Leid an du hast dann auch den Hansi Kirsch von Blind Guardian dabei du hast dann auch der Jon Lande dabei wo ein ziemlich guten Dio
ziemlich gut und Dio ruckend, weil du da schon Dio-Tributes gemäht, wusste so, fuck, ist das da hier oder ist das nicht hier? Ja, das ist schon nice Stuff. Und du gehst dann von Storms bei einer Metalloper für so viele Leute an Boot zu kriegen, wie es nicht mehr geht. Für ein Konzept dann. Ein Konzeptalbum oder ein Konzeptkonzert oder was auch immer zu gestalten. Und du hast Avantage mänglisch, das gibt mänglisch nicht wie großes wie sie. Es gibt noch eine andere Band, die geht es nicht mehr, die noch just für ein Album zusammen gemäht. Das war Anfang den 2000er, war einer, hat das geheischt, a Metal Opera, das war just ein Album. Und das war auch das klassische Konzept vom ersten Lied bis zum Schluss. Eng Weltgestaltung, eng ege Spruch, weißt du gehst den ege Spruch auf Hanne für ein fucking Album, auf vielleicht die Spruch zweimal zu erwähnen. So, wie viel Arbeit willst du da machen, weißt du? Ja, das ist schon mal was Leute. Das ist schon verrückt. Da erstaunt mich persönlich am Power Metal immer, wie detailreich am Anfang der Power Metal ist. Aber wie gern dadurch vergisst geht oder übersieget, weil es nicht wichtig ist für 90% von der Listeners, gell? Aber das ist natürlich auch ein persönlicher Point de vue. Voilà. Ja. Wie doch gesieht, Gilles ganz fanatisch an blüht richtig op Power Metal kann schwätzen. Das auch definitiv eng Gilles-Episode an Gilles-Episode. Wirklich, da ist mir so viel, nicht gerade so viel mit dem Genre kann aufhängen. Ich kriege nicht was bekehrt. Zumindest ja, noch vieles. Es sind ein bisschen weh. Du hast gesagt, ein bisschen Zeit. Gut. Ich verzeihen da. Fallen aber auch immer rum an den Death von der Black Metal zurück. Das ist normal. Das geht mir nicht an. Ich meine, dass sie noch gern am Black Metal in der Weh. Mein Gott, das ist von meinem absoluten Lieblingsgenre. Aber dann heirst du so. Gut, ein gut Lied von keine Ahnung, sogar von Sabaton, gell? Primo Victoria, das Lied hat mich stehen so erst im Stuhl gerasst, gell? Okay. Am plus, weil es war halt immer persönlich, dass du nebst thematisiert, was normalerweise just am Death Metal oder am Grind ist Krieg. Also ich erzähle von großen Schlachten und so, voilà, also das ist genug Material, genug Aufwieslung da, für aus Power Metal das zu machen, was das Haut aus. An der Schule genug gesagt, ich gehe heim. An der sind du heim. Awuch, den her. Ja, ich kann da auch nicht mehr allzu viel beifügen. Gesagt, Albumen, die ich bis gern habe. Du hast schon erwähnt, Blind Guardian. Blind Guardian ist eine von den Top-Notch-Bands an dem Genre. Ja, absolut. Ich habe gesagt, Nightfall in Middle-earth ist schon den Album auch immens gern. Was ich auch da kann empfehlen, das die Imaginations from the Other Side, das ist ein Album für Nightfall. Das war den echten Blind Guardian Album, den ich gelauscht dazu, und den ist auch wirklich sau geil. Ne? Ich ging so, die Leute können einfach, wie gesagt, wenn sie das Teil lauschen, spätestens lo, geht auf Spotify, lauscht Power Metal bei Comedy und ich denke, die ist richtig balanciert abgestellt, du hast für all Ton-Apps dabei. Wir haben insgesamt 20 Lieder und wir sind bei einer Stunde von fertig. Also hol dich die Zeit und dann kämpft dich da durch und es ist nie was, dass du verschiedene Sachen dabei sind, wo du wird so, okay, das hätte ich auch nicht gedacht. So wie es alles auch geht bei anderen Genres oder anderen Liedern. Ja, wie bei Filmen kannst du schon was sagen. Und ja, ich meine, damals hätten wir alles gesagt, was wir können sagen. Der Rest leider lo nicht. Monsieur Dame. Voilà. Oh, du frisch am Hals, leck mich am Hals. Mal wünsche ich mir noch viel Spaß da beim Lauschen. Absolut. Mir so, merci auch für den Lauschen. Und mehr gehen also noch ein bisschen mehr für als die nächsten Genres durchzuknallen. Ja. Und vergiss nicht, ob Spotify, Anchor FM, Facebook, wir sind noch auf Instagram, wenn der Datei schon gelauscht hat, ja, dann auch, sind wir mittlerweile schon lange drauf. Geht lernen, ich guck bis ran, wir probieren immer aktuell zu sein, und nicht schiel zu sein, und dafür so mal ich merci für den Lauschen, und wir gingen hier dann bis die nächste Kehr invitieren, für zurückzukommen, und dann also bis demnächst. Hi bei Comedy. So, stay safe, stay metal. Safe Metal. Steve safe. Steve saves Metal, das ist auch gut. Ja, da los wir das dabei. Dann hast du bis demnächst. Ja. Eddie, Monsieur Dan. Au revoir.